Voilà, da begrüßen wir dich am Vierfeld von den zwei Ländermatcher Lützburg-Schweiz, den 22. März und Schweiz, Lützburg-Schweden, pardon, 22. März daheim und dann an der Schweiz, der 25. März, steht Freundschaftsländermatcher, dafür wie immer am Vierfeld des Pressekonferenz. Meine Präzisierung zu den Tickets für das Match gegen Schweden sind nach 70 Tickets in Kategorie 2, sind 170 Tickets für den Relief Club und den Auswärtsblock ist auch noch nicht ganz voll. Da kommen wir zum Kader, den Trainer berufen für die zwei Ländermatcher. 3 Goalkeeper, der Lukas Fox, Anthony Maurice und Thiago Pereira. Verteidiger, den Dirk Carlson, den Eldin Djokovic, Laurent Jans, den Sead Borac, den Ines Mamutovic, den Marvin Martins, den Veit Sinimovic und den Erik Weiger, Mittelfeld, Leo Barreiro, den Florian Bonert, den Thomas Groß, den Enzo da Pina Duarte, den Kiki Martins, den Matthias Olesen, den Givi Sanchez und den Vincent Thiel. Und am Sturm Alessio Corci, Brian Macho, Michael Umosania und Gerson Rodriguez, Jürgen Dana, da gehen wir der Trainer tut oder vielleicht stellt er froh. Im Detail zu gehen, was für Spielertypen, Positionen sind die zwei? Das ist ja kurz umgehen, den Ansatz im Mittelfeldspieler, die so gut offensiv wie defensiv kann funktionieren. Zentral? Ja, so ja. Offensiv und defensiv, dann ist es zentraler. Je nachdem, wie der spielt, ja, wie man zwei Sechser spielt oder man zwei Härter spielt oder ein Zehner spielt, also kann die Position alle gut bekleiden. Wie gesagt, also schön, wenn wir an der Gruppe dass wir nicht sind, dann haben sie 92 Minuten spielen. Mir geht es darum, wie gesagt, dass wir den Sinnesbereich kennen, auch durch Training und durch den Kontakt mit einem überall, wo man den Kiki macht, sind schon mal verschiedene Sachen vielleicht aufgucken und weil sie wie so schnell wie möglich als Person und auch als Spieler schon die Niveau passt. Ich denke, dass an den kommenden Moment muss den festen Bestand von der Equipe gehen. Betreffend den Brian, der Stürmer, den trotzdem jungen Alter schon relativ komplett ist. Natürlich auch noch verschiedene Sachen, die muss verbessern. Relativ komplett, also vor allem athletisch. Extrem gut für Voraussetzungen, für können einen Großkader zu machen. Ja. Gerson war kürzlich durch Entfernung an den Livandro, den Adorolo schon seit Wochen das wirklich aufgetaucht. Wie hast du den Stand der Dinge bei den zwei? Also, der Jeffs hat nicht selber gehabt, der fehlt noch die Löschung gespielt, den er am Minderen komplett abtrainiert. Das gibt vom physischen Standpunkt her kein Problem zu sehen für die zwei Matcher zu spielen, so wie ausgesagt werden, noch normalerweise im Club sind für den Verein zu Porto liegen. Betreffend dem Ivi, ja, ich habe ihn doch länger am Telefon nach gestern. Wird relativ wenig das letzte Jahr gespielt. Also beim Training. Können auch dafür, ja, logischerweise zurück, weil für uns ein junger Spieler ist mit einem enormen Potenzial. Wir warten nur in der letzten Zeit auch Männer sind im Verein gespielt, ich meine, wir sind vereinsverantwortlich. Die Idee froh muss beantworten, dass fit wir können zu spielen haben. Aus der Spieler, die in einer Zeit extrem gute Performance im Terrain durchstellt, also im offensiven Bereich extrem geholfen wird. Ich meine, die Last Nations League, das ist nicht nur die Niveau, wie auch der Maß, sind zwei Spieler, oder zwei Spielerprofile, die man nicht so viel Uni können, man in die Situationen im letzten Drittel Differenz machen, und dafür sind ich froh, dass die zwei kann man grob sehen. Spezielle Grund, weil das nicht bei der U23 gespielt wird. Den Ivi? Ja. Ja, und hat sich nicht drum blessiert, weil er nicht graviert und war. Die fehlt noch wiegend mit